Ja, Weihnachtszeit ist ja auch Geschenkli-Zeit, oder? Und verschiedene von euch haben Geschenke für Bulgarien mitgebracht. So richtig schwere Geschenke da. Und um Geschenke geht es heute Morgen auch, aber nicht um einzelne Geschenke, sondern um Geschenke, die zu uns fliessen von Gott, im Sinn von Segen. Und wie wir weiter Geschenke geben können. Und zwar nicht einzelne Geschenke, sondern wie es von uns kann weiterfliessen zu den Menschen. Ich habe mich riesig gefreut auf die Predigt, nicht nur, weil ich nicht sitzen muss, sondern euch anpredigen kann, sondern weil es so ein wichtiges und lebensrelevantes Thema ist, das wir heute haben, das ich dermassen liebe. Warum liebe ich das Thema heute Morgen? Weil ich es in meinem Leben erlebt habe, dass es verhebt, dass es genau so ist, dass eben Gott uns segnet, dass wir weiter segnen können und dass etwas zurückkommt davon. Anderen Anteil geben an dem, was Gott uns eingelegt hat. Anteil geben an dem, was Gott uns eingelegt hat, dass wir zum Blühen kommen. Anteil geben an dem, was Gott mich begabt hat, ausgerüstet hat und beschenkt hat. Mit anderen Teilen weiter verschenken. Das, was ich bekommen habe, das Thema fasziniert mich. Wir schauen miteinander den ganzen Predigtext an und wir nachher noch miteinander einzeln auseinandernehmen und studieren. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass ihr das Gute, das ihr tut, Frucht trägt. In unserem Text geht es zahlreich darum, um Finanzen, aber heute Morgen will ich mit euch den Text viel weiter anschauen als Finanzen. Wir wollen ihn verstehen in einem grösseren Zusammenhang. Das, was wir als Segen empfangen haben, weitergeben, kann dermassen vielfältig sein. Die Frage ist zuallererst, mit was hat Gott mich gesegnet? Was hat er mir anvertraut? Was hat er in mir zum Blühen gebracht, dass ich zu anderen Menschen weiter fliessen lassen kann? Wie kann ich mein Umfeld segnen? Sehen wir unseren Text näher an. Er fängt an mit, wer wenig sät, wird wenig ernten. Und dazu haben wir ein Foto von einem Sämann, der da in dem Text ganz stark verankert ist. Ist voll logisch, oder? Wer wenig sät, wird wenig ernten. Das ist jetzt alles klar. Nur, wie sieht das in unserem Leben aus? Mit dem, wo ich gesegnet bin. Was ich im Menschen so beobachtet habe, ist, wer das, was von Gott als Segen bekommen hat, für sich behaltet und nicht weitergibt, bei dem ist es wie bei einem Brunnen, der verstopft ist. Wenn der Abfluss verstopft ist, wird er irgendwann, wenn das Wasser reinkommt, überquillen, respektive das Wasser, das drin ist, wird faul werden und wird absterben. Das zeigt sich dann im geistlichen Leben von Menschen, wenn sie das, was sie von Gott als Segen überkommen, nicht weitergehen, wenn sie keinen Ausfluss haben, wenn sie ein Brunnen sind, wie ohne Abfluss, zeigt sich dann im Leben von Menschen mit Unzufriedenheit, mit Unausgefülltsein und mit Kritikgeist, angefangen bei den Kirchen. Man ist dann irgendwie unzufrieden, man ist nicht erfüllt,
wie man von dem, wo man gefüllt wäre, nicht weitergibt und stinkend wird. Du kannst dann den Segen von Gott gar nicht geniessen, gar nicht ehren, gar nicht schätzen. Das ist das, was ich im Leben von einigen Menschen miterleben mit viel Schmerz. Im Buch Haggai, im Alten Testament, haben wir eine Analyse von Menschen, die für sich alles brauchen und nicht weitergehen. Haggai 1, 5 bis 6 und 9. Nun, so sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und werdet doch nicht betrunken. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Also alles, was wir überkommen, da verrinnt irgendwie. Und im Vers 9, denn ihr erwartet viel und sieh, es wurde wenig. Und wenn ihr es auch heimbrachtet, so blies sich es doch weg. Warum das, sagt der Herr Zebaoth? Weil mein Haus zerstört ist und jeder sich beeilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Da geht es jetzt um Menschen, die viel säen, aber die Ernte nicht teilen. Und da sagt Gottes Wort, da kommt ein Fresser. Einer, der das wegfrisst. Es ist so, wie man viel sät, aber es zerrinnt zwischen den Fingern. Man verdient viel, aber Ende Monat ist gleich alles ewig. Man hat viel bekommen von Gott, aber irgendwie fühlt man sich doch nicht gefüllt. Vielleicht geht es dir wie dem Text. Dann ist es Zeit, dass du den Fresser los wirst, indem du das, was dir anvertraut ist, anfängst mit anderen zu teilen und weiterzugeben und nicht für dich zu behalten. Dass du anfängst, auf die verschiedensten Art und Weise Reich Gottes zu bauen, in den Kirchen, in NGOs, in christlichen Vereinen oder in den anderen Menschen. Weiter in unserem Text. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Es gibt weder bei den Finanzen noch bei anderen irgendwo einen Druck von Gott. So viel musst du geben. So viel musst du geben und sonst sage ich dich nicht mehr. Sonst wird das Wasser stinkend. Sondern der Vers sagt uns, dass wir es mit Freude geben sollen. Dass es eine Ehre ist, wenn wir Sachen weitergeben können. Es ist eine totale Ehre. Es ist ein Vorrecht, Sachen, die uns Gott anvertraut hat, weiterzugeben. Das habe ich in meinem Leben so oft erlebt. Es ist nicht ein Zwang, Sachen weiterzugeben. Es ist nicht ein Zwang, der Segen, der uns eingeflossen ist, weiterfließen zu lassen. Sondern es ist eine Ermutigung und es ist eine Ehre. Wir lesen weiter. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Gott kann uns mit Segen überschütten, damit wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und über das Brauchen raus in verschiedener Art und Weise weiterfließen lassen können. Nein, es ist nicht so, dass wir uns in jedem Bereich von unserem Leben gesegnet fühlen. Nicht jeder Bereich von unserem Leben fließt über. Aber ich bin überzeugt, dass jedes von uns, der mit Gott lebt, kann von einem Bereich von seinem Leben sagen, dass es gesegnet ist, dass es da überfließt von ihm und er könnte weitergeben zu anderen. Dass er genug hat für sich, aber auch für andere. Und im Gehen erlebt, wie das, was er hat, sich vermehrt. Ein bisschen weiter. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen
und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass ihr das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gottes Fürsorge, sagt der Vers, für dich und mich, wo erlebst du sie? Wo hast du Samen, um auszusehen, damit die Saat Frucht tragen in anderen Menschen? Wie wunderbar ist es, auszuteilen, weiterfliessen zu lassen und damit zu erleben, wie in anderen Menschen Frucht entsteht. Und schlussendlich der Segen, um eine weitergehende Form von anderem Segen, wieder zurückfließt zu uns. Wie wir erleben können, wie es Zufriedenheit gibt und eine Vermehrung durch das, was wir weitergegeben haben. Das ist eine Bibelstelle im Buch Prediger, die ich von Herzen liebe und wieder viel mit meinem Leben zu tun hat. Wo es heisst, lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Ein bisschen komisch, der Ausdruck. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Das hat nichts mit Kreuzfahrten zu tun, sondern mit dem, was wir haben, können weitergeben. Weitergeben über das Wasserfahren hat mit Distanz zu tun. Es hat mit Weitgehen zu tun. Ich weiss, manchmal geht es länger, bis das, was wir weitergeben, in die Form von Segen wieder zurückkommt. Das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist wie ich. Und plötzlich kann ich aufs Leben zurückschauen und sehen, hey, das, was ich investiert habe in andere Menschen, das, was ich weitergegeben habe, in verschiedensten Art und Weise, was mir Gott anvertraut hat, das hat sich vermehrt und das kommt wieder zurück. Vielleicht nicht genau so, wie ich es investiert habe, aber auf eine andere Art und Weise, manchmal sogar die gleiche Art und Weise, wie ich es gegeben habe, kommt es wieder zurück und ich werde wieder zurückgesegnet. Das ist ein Geheimnis. Seht in die Familie, in Beziehungen, in bekannte, in unbekannte Menschen. Seht ins Reich Gottes, in die Kirche, in die Mission. Was hast du an Segen zum Weitergeben? Ich mache ein paar Beispiele, die sind natürlich nicht abgerundet. Zuerst zu den Sachen, die vielleicht nicht gerade auf der Hand liegen. Was hast du zum Weitergeben, zum Beispiel an Glaubensstärke? Bist du mit Glauben gesegnet? Dann teil das mit dem Umfeld. Indem du andere Menschen, die nicht mit Glaubensstärke gesegnet sind, stärkst, dass ihr Glaube wachsen kann. Gib von dieser Glaubensstärke weiter und behalte sie nicht für dich allein. Vielleicht ist es auch ein Abgestilltsein. Das ist jetzt ein ganz komisches Wort. Abgestillt sein. Wenn man nicht mehr immer bei der Mutterbrust bleiben muss. Wenn man plötzlich selber essen kann. Abgestillt sein. Das Wort gefällt mir. Und darum möchte ich dich fragen, bist du mit Zufriedenheit und Sattheit und innerer Ruhe gesegnet? Dann gib es weiter, indem du andere Menschen ermutigst und mit dir nimmst in das Abgestilltsein. Es ist schon so, dass es genug Menschen gibt, die immer schreien, mehr. Wo die Kirche für alles soll verantwortlich sein in ihrem Leben. Die immer noch mehr wollen und noch mehr wollen und noch mehr wollen. Was für ein Segen Menschen, die trotz Schwierigkeiten in ihrem Leben, trotz Krankheiten, vielleicht trotz Trauer, zufrieden sind, abgestillt sind. Die Menschen, auf die warten wir, dass sie es anderen weitergeben, die da noch Lücken haben in ihrem Leben. Innere Reife tröstet sie. Bist du mit innerer Reife gesegnet, dann lass sie zu anderen Menschen fließen. Hast du einen Todesfall erlebt in deiner Familie und bist du tröstet worden, so gib den Trost weiter an andere, die in Trauer sind. Familie und Single. Bist du mit einer intakten Familie, mit Nestwärme gesegnet, dann lade andere Menschen ein, Kinder und Erwachsene an den Tisch, an Freizeitaktivitäten, vielleicht gar in die Ferien. Letztens hat mir ein Mann erzählt, er hat eine Kollegin von der Tochter mitgenommen auf Griechenland. Und die hat das so gut erlebt innerhalb von dieser Familie und dem Griechenland können dabei sein.
Wo unsere Kinder noch kleiner waren und die Hause gewohnt haben, haben wir oft ihre Gespendli, unseren Familientisch eingeladen, weil wir eine intakte Familie hatten, dass sie das erleben können, was sie oft nicht erleben. Oder wir haben Leute aus den Randgruppen, Erwachsene zu uns eingeladen, die sich manchmal ungebührlich aufgetragen haben. Da, katastrophal war bei uns, die haben Schinkengipfel statt gegessen und die Wohnung durchgeschossen. Aber wir haben sie eingeladen, damit sie Familie miterleben können und so das Segen von unserer Familie weitergeben können. Bist du als Single gesegnet, dann hilf anderen Singles, den Weg dorthin zu finden, den Schlüssel zu finden, bei Gott anzudocken und den Segen auch erleben. Wir haben ein paar so Single in unserer Kirche, die ich kenne, wahrscheinlich sind es viel mehr, die sagen, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich bin gesegnet mit dem Status, wo ich bin. Seelsorgerliches Herz. Bist du mit einem seelsorgerlichen Herz gesegnet? Dann lass den Menschen zu. Dann tu sie ermutigen und beraten. Meine Frau ist mit dem gesegnet. Ich nicht so. Ich habe nicht so Geduld, das zweite Mal und das dritte Mal die gleiche Story zu hören. Ich denke dann, ich kenne es. Wisst ihr, das sind ja die Männer, die dann zu der Frau im Gespräch sagen, kann man das eine Kurzform haben? Aber wenn du so ein seelsorgerliches Herz hast, dann braucht doch das unbedingt, dass es von dir weiterfließen kann. Praktische Fähigkeiten. Wenn du mit praktischen Fähigkeiten gesegnet bist, so teil das mit Menschen, denen, wo das nicht so gegeben ist. Wir haben bei uns im Town Village einen jungen Mann, so jung ist er auch nicht mehr, ziemlich, der einen IT-Helpdesk macht, alle 14 Tage. Da kann jeder vom Town Village Bewohner unangemeldet gehen, mit seinem Handy, mit seinem Computer, mit weiss ich was, das anrühren und sagen, kannst du mir ein bisschen gut helfen? Der ist gesegnet mit dem Wissen und er kann das Sagen so weitergeben. Und ich kann mir sagen lassen, dass fast jedes Mal, alle 14 Tage, ein paar Leute kommen mit irgendetwas. Manchmal gibt es auch die, die ein paar Mal kommen. Bist du gesegnet mit Zeit oder und bestimmte Fähigkeiten? Schaff in der Kirche mit. Engagier dich in der Schulbehörde, in der Politik, vielleicht in einem Verein. Meine Frau und ich arbeiten ja auch ehrenamtlich in der Kirche mit, im 55 Plus. Und jetzt habe ich noch Zeit gehabt. Jetzt habe ich den Prosenektuten geschrieben. Ich habe noch Zeit. Und jetzt bin ich im Besuchdienst von der Prosenektuten. Ich habe die erste uralte Seniorin bekommen. Und gehe sie so alle 14 Tage besuchen. Ich habe Zeit. Warum soll ich die Zeit nicht einsetzen? Zuerst haben sie schon ein bisschen gehört, dass ein Pastor kommt und gefunden, ich sollte nicht evangelisieren. Und ich habe dann gefunden, dass ich ja genug dazu, sie wissen, wie das geht. Was das immer heisst. Wir haben ja einen Auftrag, den wir nicht missbrauchen, sondern wirklich Menschen zu dienen, weil mich die Einsamkeit der Menschen so berührt hat. Das ist eine grosse Einsamkeit. Jedes Mal, wenn man schaut, was etwas vom Schwierigsten ist, was wir Menschen haben, dann ist es die Einsamkeit. Schon bei Teenagern, schon bei jungen Erwachsenen und bei älteren Leuten. Quer das Band durch. Einsamkeit. Freunde, wenn du Gelegenheit hast, da einen Unterschied zu machen, bei Menschen, die einsam sind, wenn du gesegnet bist mit Beziehungsfähigkeit, wenn du gesegnet bist mit Empathie, dann um Himmels Willen, lass es weiterfließen zu anderen Menschen. Wenn jedes Zweite von uns da rein das weiterfließen lassen, um wie viel würde sich die Einsamkeit reduzieren? Und jetzt komme ich gleich noch zu den Finanzen. Bist du mit Finanzen gesegnet, dann segne du bedürftige Menschen. Segne du deine Kirchen oder Institutionen. Das, was ich euch jetzt erzähle, habe ich erst einmal gemacht in meinem Leben.
Bevor wir das Teenager-Wohnhaus von der Quellenhof-Stiftung gegründet haben, habe ich gewusst, wir haben kein Geld. Ich habe aber gewusst, dass wir in der Kirche einen Mann hat, der Geld hat, der aber ziemlich päbig ist. Und ich bin zu ihm und habe gesagt, weisst du was, möchtest du dein Geld auf dem Konto lassen oder möchtest du sehen, wenn du zur Kirche laufst, jeden Sonntag von der SBB-Station, wie da ein Haus wächst und nachher sehen, wie junge Leute ein- und ausgehen, Teenager, und du sagst, da schafft mein Geld. 100'000 sind geflossen. Lass dir von Gott zeigen, wo und wie du kannst Anteil geben und deine Finanzen kannst weiter fließen lassen. Ich habe immer, wenn wir in der Kirche ein neues Projekt hatten, oder eine Stiftung ein neues Projekt, habe ich immer der allererste sein, der dafür spendet. Weil ich wusste, das ist ein Prinzip dahinter. Wenn ich als Vorbild, ohne das zu sagen, vorausgegangen, einfach im Geistlichen das etwas auslösen. Und ich habe gewusst, auch wenn ich knapp bei Kasse war, dass das wieder eines Tages wieder zurückfließen. Und ich habe erlebt, wie Gott uns finanziell segnet. Wie das Brot wieder zurückkommt. Das ist ein Geheimnis. Gerade in diesem Bereich habe ich erlebt, wie Menschen, die ich kenne, das Prinzip, das Geheimnis erlebt haben. Gerade in dem Bereich Finanzen habe ich erlebt, wie Geschäftsleute, Unternehmerinnen und Unternehmer erlebt haben, dass es stimmt, was ich euch heute sage, was das Wort Gottes sagt. Ich weiß, was ich rede. Ich weiß nicht nur die Theorie, ich kann es erfahren. Und ich bezeuge heute, dass es sich überreich lohnt, wenn ich euch den letzten Vers vorlese. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von der Predigt und ich lese den Vers nochmal. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ich bin so ermutigt worden im Leben von Menschen, die das weiterfliessen lassen, was sie bekommen haben. Weil ich in ihrem Leben sehe, dass sie Zufriedenheit bekommen. Weil ich im Leben gesehen habe, wie sie erfüllt werden. Gerade abgestillte Menschen, und ich jetzt wieder daran denke. Menschen, die immer schreien, gib, 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 gib. Die nicht in der Kritik in einer Kirche sitzen mit verschränkten Armen und denken, mach jetzt es echt wieder so, dass ich zufrieden bin heute oder nicht. Sondern Menschen, die in die Kirche kommen und abgestillt sind und sagen, ein Vers wird mich treffen heute Morgen. Aber ich bin da, um weiterzugeben, um Menschen zu ermutigen im Feuer raus. Ich habe 3 Reflexionsfragen, die wir im Moment in der Stille bewegen wollen. Die erste heisst, mit was bin ich gesegnet? Die zweite Frage heisst, wo gebe ich weiter? Die dritte Frage heisst, wo hätte ich Potenzial weiterzugeben? Ja, Jesus, du hast uns das vorgelebt. Du bist vom Vater gesegnet gewesen und du hast den Segen weitergegeben
bis es dein eigenes Leben dich gekostet hat. Du hast den Segen, den du bekommen hast beim Vater, weiterfliessen lassen zu den Menschen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das Bild, die biblische Wahrheit, die tiefe Wahrheit, das Geheimnis einfach aufschliessest, dass wir es verstehen können. Ich habe die Kinderaugen gesehen von diesen Kindern, die heute Morgen 3 Päckchen gebracht haben für Bulgarien. Und ich habe sie gefragt, machen das gerne, und sie sind gestrahlt und gesagt, ja. Herr, manchmal sehen wir keine strahlenden Augen. Manchmal sehen wir nicht, was es bewirkt. Aber lass uns unser Brot übers Wasser fahren. Und dann später wird es wahr, dass man es wiederfindet. Danke vielmals. Amen.